Selfie-Kamera. Servus Raphael! Hoi! Oberbayern! Jawohl! Servus Barbara, Mario, Franz, Manuel, grüß dich. Maximilian, Andreas, Josef. Servus und grüß euch, liebe Quetschenfreunde, heute am Montag, am Livestream-Abend. Auch der Markus Tiefengraber ist mit dabei. Freut mich, dass ihr alle mit dabei seid. Ich habe jetzt nicht alle Namen genannt, die ich dann aber schon im Chat da bei mir sehe. Heute geht es um die steirische Harmonika und um die Lieblingsstücke. Und ich würde mich freuen, wenn ihr eure Lieblingsstücke jetzt mal bekannt geben würdet. Vielleicht kann ich da ein paar Musikwünsche sogar erfüllen. Ich würde sagen, davon gehe ich sogar aus. Währenddessen spiele ich einmal mein Lieblingsstück. Eine Sache ist euch vielleicht aufgefallen, für alle, die die E-Mails lesen, unsere Newsletter. Der Livestream heute wäre mit dem Ritchie geplant gewesen, der ist aber leider krank, deswegen ist er jetzt noch immer in Tirol. Vielleicht schaut er heute zu. Ritchie, einen schönen Gruß an dich. Aus diesem Grund habe ich auch mit einem Stück für dich gestartet, mit dem Dimpelbohrischen. Und später kommt auch noch ein Stück, das was ich von dir gelernt habe, für den Vater. Da freue ich mich schon selber drauf. So, jetzt kommt mein Lieblingsstück. Ihr könnt es gern erraten. Der Markus Tiefengraber wird es wissen. Das spiele ich in der Zwischenzeit und dann lese ich mal da rein, was eure Lieblingsstücke so sind. Schreibt es gern rein in diesen Chat und vielleicht kann ich da ein paar Musikwünsche erfüllen. So, ein kurzes, flottes Stückchen zum Beginnen für so einen Livestream. Ich liebe es. Markus Tiefengraber, ich habe es durch dich kennengelernt. Die gute alte Zeit. Jetzt ist 19:19 Uhr. Magic.
super, super Obergreiner-Stickel. Danke, Markus, dass du mir das gesagt hast. Jetzt lese ich da mal kurz rein in den Chat. Und viele sind schon dazugestoßen. Im Moment sind wir gerade 76, zeigt es mir da an. Was kommt da? Zirkus Renz ist mein Lieblingsstück, sagt Maschinenwelt. Maschinenwelt, kannst du das selber auch spielen? Schauen wir, vielleicht geht sich das heute noch aus, das Zirkus Renz. Lasst es mir ein bisschen einspielen. Quetschen Masterpolka, ja, Raphael, ein hervorragender Wunsch. Burschenfest am Irschenberg ist dabei. Der böhmische Traum, sagt der Alexander Meyer. Wisst ihr was? Was ist, wenn wir heute mal gleich jetzt reinfahren mit dem böhmischen Traum? Ha? Den heben wir uns sonst immer bis zum Schluss auf. Spülen wir am besten gleich jetzt den böhmischen Traum. Vorher noch eine kurze Ankündigung. Wer es noch nicht gesehen hat, Teletipp, großer Teletipp von der Seite unseres Teams. Wir haben ein neues Buch geschrieben und das ist vorigen Samstag erschienen. Also die Wochen vor diesem Samstag. Sicher steirische Spielen. Wer es noch nicht hat, großer Teletipp, holt es euch. Es ist aufgeteilt in 3 ganz wichtige Kapitel für Harmonikaspieler und es gibt kein vergleichbares Buch, wie das ist. Richtiges Üben und das nachhaltige Ausbessern von Fehlern ist Teil 1. Ich zeige kurz das Inhaltsverzeichnis her. Zweiter Teil, da geht es um die Spieltechnik und wie man die Finger schnell kriegt. Und im dritten Teil geht es um das Thema Luft, die Luft bändigen, wenn dir ständig die Luft ausgeht. Wie du vorausschauend fahren kannst, dass dir das nicht passiert. Ich bin mir sicher, dass einige sich das schon geholt haben, die heute auch im Livestream dabei sind. Schreibt es gern rein, wie euch das Buch gefällt. Vielleicht macht ihr damit anderen Mut, sich das jetzt auch zu holen. Und sagt, was euer wertvollster Tipp aus dem Buch ist. Jetzt zu Beginn der Veröffentlichung kann man sich das natürlich noch günstig holen. Der Link ist quetschen.academy/sicher-steirische-spielen im praktischen E-Book-Format. So, ja, wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Wir haben 135 Jahre an Erfahrung mit der steirischen Harmonika in unserem Lehrerteam in dieses Buch reingepackt. Große Empfehlung, das zahlt sich auf jeden Fall aus, garantiert. So, genau, beim böhmischen Traum bin ich stehen geblieben und dann lese ich mal wieder weiter, dann kommen wieder die nächsten Musikwünsche. Ich glaube, der böhmische Traum ist wahrscheinlich so eines der beliebtesten Stücke, das ist, was es für die Harmonika gibt. Und ich würde damit sagen, es ist wahrscheinlich dein Lieblingsstück, eines meiner Lieblingsstücke auch. Der böhmische Traum.
Das habe ich jetzt noch gelesen, das Kommentar, die Passläufe bis in uns Endliche, schreibt der Markus Diefengraber. Ja, sehr gern. So, jetzt bin ich da beim Lesen gar nicht hinten nachgekommen, was da Kommentare kommen sind. Bitte schreibt es gern noch einmal rein. Das ist keine Boshaftigkeit, wenn ich was da übersehe, weil, schaut, das kommt aus einem kleinen Vödel, kann ich da mitlesen. Und da geht es auch ziemlich schnell dahin. Servus zusammen, sagt die Claudia. Schön, dass ihr heute alle wieder mit dabei seid. Grüße aus Krakau. Vielen Dank. Hirselbolker, Hirsmeier. Das ist dein Lieblingsstück, das glaube ich dir. Ich kenne das Stück auch vom Hören. Das habe ich aber selber noch nie gespielt. Das kann ich leider nicht spielen. So. Rosipolka, auch eine super Nummer. Auch ein schönes Stück, die Rosipolka. Ich hätte jetzt auf den katrinborischen Tipp, sagt der Stefan Schmidlechner. Ja, auf jeden Fall ein Lieblingsstück, eines meiner Lieblingsstücke, können wir gerne auch spielen. Ich hätte gesagt, das könnt ihr mal machen, ja? Den katrinborischen, dann schaue ich wieder mal weiter. Hallo kleine Maus ist auch gekommen. Ich liebe die, ich mag die. Dort, wo meine Heimat ist, sagt die Claudia. Böhmische Liebe, I am from Austria, Angelika. Cool. Dem Land Tirol die Treue, bitte. Ja, das sind alles bekannte Sachen dabei. Kennt man alles. Strickerlandler, Böhmische Liebe, eine weiße Rose. Geil. Der STFU sagt, ich hätte es gern als normales Buch. Okay, das bezieht sich auf unser E-Book. Gibt es das auch? Das gibt es derzeit nur als E-Book. Der Vorteil ist, du hast es einfach sofort bei dir nach ein paar Sekunden, kannst du das Buch runterladen und von dem Wissen profitieren. Du kannst das überall praktisch mit hinnehmen, am Handy auch haben, am Tablet, am Computer. Du kannst es auf mehrere Geräte speichern und nutzen. Und ich finde das praktisch, man kann sich da Markierungen machen, schau, zum Beispiel wie da, wie ich mir da Markierungen gemacht habe, und dann kann man die später schnell wieder sehen und auch anfinden. Ich nutze da die Apps, die heißt Books auf dem iPad. So. Strickerlandler, nein, ich kann den Strickerlandler nicht spielen. Da muss ich jetzt passen. Ich kann mittlerweile nicht mehr alle Stücke spielen, die es in der Quetschen Academy gibt. Ich muss zugeben, das war sogar ziemlich am Anfang schon so, weil es jetzt mittlerweile über 400 Stücke sind. Ich nehme jetzt einmal kurz den Rechner da auf meinem Laptop her und ich rechne 400 Stücke mal. Ich würde schätzen, ein Stück dauert zwischen 2 und 3 Minuten. Gell? Tun wir ein bisschen Moderation dazu rechnen, wenn man ein Stück ansagt, wie lange kommt man aus, wenn man 400 Stücke spielen kann auf der Harmonika. Das sind 1200 Minuten durch 60. Schauen wir, was da rauskommt, damit ich mal die Stunden weiß, wie lang dass man da spielen kann, dividiert durch 60. So. Sagt 20 Stunden kann man durchspielen. Das ist eigentlich schon gerade kein 24-Stunden-Marathon, wenn man Stück um Stück spielt und dazwischen ein bisschen das Stück ansagt. Unglaublich, oder? So viele Stücke kann man schon in der Quetschen Academy lernen. So.
Ja, jetzt ist genug der Worte, es wird dann wieder weitergespielt. Der HV fragt, welches Modell vom Strasser wird da gespielt? Das ist eine Strasser Natur. Kirschholz, da habe ich Lederecken, ich glaube, das heißt Metallverdeck, ja. Und sonst so ein Feinseidebalg. Ist wirklich super, super spielen. Katrin Borischer, viel Spaß. Bin ich neugierig, wer weiß, von wem der Stück ist. Der Komponist, der schreibt sonst immer eher andere Sachen, das was ein bisschen außergewöhnlicher klingt. Wer ist der Komponist von Katrin Borischen? Den spiele ich euch jetzt aber bitte mal vor. Der Chat weiß es. Bravo. So wie die Lydia sagt. Pixner, Herbert Pixner, wer sonst? Ein super Stückl, oder? Servus Lukas Strasser. Der spielt bei den alten Yetis. Seid gegrüßt. Ja, das geht eine, das geht eine. Da wird es da richtig schön warm bei den Stückel. Da, aber tolle Stückel, der Katrin Borische. Ich lese da jetzt ein bisschen von oben over, dass ich da nichts über sich, es wird mir aber dennoch, es wird dennoch nicht ausgeschlossen. So, jetzt, genau, beim normalen Buch bin ich stehen geblieben. Strickerlandler haben wir auch schon geredet. Welches Modell vom Strasser haben wir auch schon gesagt. Spielst du besser als das oder? Schreibt der Heinz Bertiller. Das ist eine besser als das, genau erkannt, ja. Aha, der Alexander Meyer lobt es. Kannst du noch dem Land Tirol die Treue spielen? Mag das auch extrem gern. Ja, das kann ich auch spielen. Warte, ich tue mal jetzt kurz ein bisschen die Hand mit was Gemütlicheren auslockern, ich würde sagen. Unten war gewünscht Perfect Quetsch und das spielen wir als nächstes. Jetzt überlege ich nur, soll man nicht einmal was mit GCFB machen? Das machen wir mit GCFB. Ja. Das machen wir mit GCFB. Wahrscheinlich sind sogar einige heute im Livestream mit dabei, die was beim Musikvideo von Perfect Quetsch damals beim Pferdelstor mit aufgenommen haben. Ganz ein tolles Projekt. Und dann, ich glaube, waren es 2 Jahre später oder was,
habe ich das dürfen mit den Lungauen auch noch einmal aufnehmen. Ist auch eine ganz besondere Version geworden. Freut mich beides sehr. So, Perfect Quetsch heißt jetzt und dann sind die Finger wahrscheinlich wieder mal ein bisschen entspannter, gell, als wie nach dem Katrin-Badischen. Das merke ich schon, das geht natürlich ein bei diesen vielen Tonwiederholungen. Versucht man locker zu bleiben. Speziell beim Üben ist es wichtig, dass man regelmäßig die Hand auslockert, deshalb auch. Aber wenn man dann alle Wiederholungen spielt in einem schnellen Tempo, werden das sicher einige kennen, dass das schon anstrengend ist. So, jetzt aber da di 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 dit. Perfekt Quetsch und ich würde sagen, ich spiele es ein bisschen beschwingter. Perfekt Quetsch war das. So, da habe ich jetzt aufblitzen gesehen, Greetings from the Netherlands, Holland. Auf Englisch habe ich nicht recht können und nebenbei richtig spielen können. Da habe ich einen kurzen Hänger gehabt, ihr habt es gemerkt. Greetings back to Netherlands, Holland. Ralf, vielen Dank. Grüße aus Thüringen sind gekommen. Stornkoger ist gekommen. Das habe ich schon vorher oben auch schon gesehen. Ein Stornkoger Hit-Medley. Stornkoger-Medley schreibt der Markus Tiefenkramer. Wisst ihr was? Dort währenddessen für die Stornkogel jetzt einmal ein paar Liedtitel kommentieren und dann schauen wir, wie wir durch das Medley jetzt durchfinden, was sich da für Stücke ergeben werden. Zwei habe ich schon im Kopf, aber ich fange mit dem Stornkogel Hitmix 1996 an. Die Profis kennen das. Super Sommer singen wir immer wieder gern, von der Gas bis nach Bern, von Hamburg bis nach Bern. Super Sommer singen wir oft und überall, auf die Berg und Strand Tirol. Auf die Berg und Strand Tirol.
gesagt, der ist gut. So, es geht weiter im Medley. Nil, Krokodil, Krokodil, Til, Polka. Nil, Krokodil, Krokodil, Polka. Nil, Krokodil, Krokodil, Til, Polka. Nil, Krokodil, Krokodil, Polka. A Skihasle des Viecherl furchtbar Lodi. Und irgendwann reißt sich ja eins an Stern vor ihm und schnappt. Verwandten kommen, weil man nicht nur rackert, weil man auch rosten mag. Gibt's Ostern und Pfingsten und Weihnachtsfeiertag. Und wie es heut der Brauch ist, da kämen man dort seit Jahren die lieben Verwandten mit Kind und Kegel fahren. Die Onkel, die Tanten, die Golden und der Geht stehen da noch im Essen, wir Samen im Gebet. Ein bisschen abputzen und sagen, scheint, dass wir heute da waren, weil der Heim ist recht fad. Und bis heute in, sag jetzt auf, bis heute in a Wochen, weil der Heim ist recht fad. So, es geht natürlich weiter im Stornkogler Medley. I am looking for Freibier, ich hab allweil so einen Durst. I am looking for Freibier, auf die grüne Brust. Karussell, ist nicht besonders gut und draußen wird schon hell. Ich träum von einem Engel, das hat die Medizin. Ein frisch gezapftes Helles, das bringt mich wieder hin. Ich bleib wieder heim, das hab ich mir geschworen. Oder höchstens vielleicht eine Moos. Doch nach dem 15 geht die Marine wieder aus. Ich stell mich auf den Tisch und sing aus vollem Hals. Jetzt ohne Freibier, ich hab eure so einen Durst. Freibier, hoch die grüne Brust. So, jetzt gehen wir zum nächsten. Jetzt geht es durch die Nacht rein mit Volldampf, das ist klar. Das wird jetzt eine von der wie noch keine vor ihr war. Ja, wir heben unser Glas, trinken Bier und Bier bis hell ist. Was morgen kommt, das interessiert uns nicht. Wir feiern nicht so lange, bis der neue Tag anbricht. Ja, wir heben unser Glas mit Bier und Bier bis hell ist. Ich spiele jetzt alles auf Risiko. Rumpi-Bumpi, das gibt Kraft. Rumpi-Bumpi, Ratt. Es ist kein Wein, es ist kein Bier, es ist kein Lebenselixier. Auf seine Art. So. Waren da jetzt noch starke Stickel? Nil, Krokodil, hab ich schon gehabt. Ein Musikant, genau. Zusammen mit die Edelsäge. Ein Musikant in Trachtenquant, das wird sich immer bleiben und alle leider freuen. So, jetzt kommt das bekannteste Stück aus dem Jahre 1992, der Siegertitel vom Grand Prix der Volksmusik.
einmal der Reihe oben. Steirer Metzern wäre gut für Hollywood. Arnold und sein Muskelschmidt gehen früh in USA. Steirer Metzern wäre gut für Hollywood. Dirndl schau die alle an, dann magst der Steirer. Gehen wir nochmal auf ihn! Steirer Metzern wäre gut für Hollywood. Arnold und sein Steirer Schmidt gehen früh in USA. Steirer Metzern wäre gut für Hollywood. Dirndl schau die alle an, dann magst der Steirer Mann. So, das war jetzt die Steinkogler Mädel. Jetzt habt ihr mich da schön herausgefordert. Mein steirische probiert jetzt an Siatake. Ihr kennt ja wirklich alle Stickel fast, ha? Nein, die Steinkogler, die haben schon noch ein paar Stickel mehr geschrieben, als wie die, was wir jetzt gespielt haben. Mein steirische probiert jetzt an Siatake. Aber ich glaube, die richtig Bekannten haben wir jetzt. Happy Love in Styria. Die richtig Bekannten haben wir jetzt einmal für die Steinkogler gespielt. Ich ruhe ein bisschen zurück auf. Eine schöne Urlaubszeit habe ich da oben auch noch gelesen. Dem Land Tirol die Treue. Das habe ich dem Heinz schon länger versprochen. Genau, da habe ich gesagt, ich tue mich zwischendurch ein bisschen ausrosten. Nehmen wir wieder mal die PS aus das her. Dem Land Tirol die Treue. Ja, das spielen wir heute für unseren Tiroler, der leider nicht da ist. Richie, ich hoffe, du wirst wieder schnell gesund. Und ich habe mich heute schon gefreut auf den gemeinsamen Livestream mit dir. Also, rasche Gesundung, lieber Richie. Nochmal. Jetzt haben wir sie. Ist festgehängt, mein Finger. Von dir gerissen wurde Südtirol. Tirol mit den Grüßen uns von ferne. In Rot du zum letzten Leben. Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Tiroler Land. Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Tiroler Land.
Stickel, gell? Kann man nichts machen. Dem Land Tirol die Treue, wirklich ein super Stickel. Ist auch bei meinen Lieblingsstücke dabei. So, da kommt viel Genesungswünsche für den Ritchie, da wird er sich freuen, vom Thomas, vom Edi, vom Alexander. Die Claudia Hertrich denkt da an das Juche-Fest zurück bei dem Land Tirol die Treue. Das war wirklich legendär. Eine Gaudi, eine Gaudi. Wir haben großen Durst. Ja, Jens, du hast recht, das hatten wir auch beim Juche-Fest. Echt ein Gaudi. Dort, wo unsere Heimat ist, sagt der Ofnerbauer. Ja, ich tue jetzt viel riskieren. Das habe ich jetzt schon wirklich sehr lange nicht gespielt. Ich habe das damals bei der 3-Wochen-3-Stücke-Challenge im April gelernt, gell? Aber wirklich seitdem vielleicht wenige Male wiederholt. Jetzt schauen wir, was das wird, oder? Ich finde das okay als Harmonikaspieler, da kann man ruhig ein bisschen auf Risiko spielen. Und das mache ich jetzt einfach auch, gell? Ihr werdet mir das wahrscheinlich verzeihen. Schauen wir. Keine Ahnung. Probieren wir es. Keine Ahnung, wo es kommt. Aber passt da. Ja, da habe ich riskiert. Da sind so zwei Sekunden da drinnen, wo ich jetzt nicht weiß, wie es wirklich klingt. Das habe ich, sage ich mal, im Schnellverfahren gelernt und halt auch zu wenig wiederholt. Gell? Aber vielleicht komme ich da in den nächsten Tagen drauf. So irgendwie kann es gehen. Gell? Ja? So, ich sehe da, Fliegenpütz ist schon zweimal gekommen. Stefan, danke, du reißt mich aus. Jetzt darf ich in dem Fall ein einfacheres Stück für mich spielen, den Fliegenpütz. Das mache ich natürlich gern. Fliegenpütz, Vorsicht, wer das lernen will, das ist eher ein schwieriges Stück.
Ja, der Fliegenpilz. Da sind jetzt ein paar Fragen zum Stück gekommen. Wie lang lernt man an so einem Stück? Thomas Gera, da fragst du am besten den Raphael Trieb, der ist heute wahrscheinlich noch immer im Chat herinnen. Am Anfang war er da, heute im Livestream. Frag den mal, wie lange das der da dabei gelernt hat. Ich kann es nicht mehr sagen, weil ich habe das Stück geschrieben, da bin ich am Kucheltisch gesessen, ich habe das nicht mehr im Kopf. Kennt ein paar Minuten gewesen sein, gell, dass sich da recht viel ergeben hat. Das ist meistens so bei Stücken, die was so rausflutschen und irgendwie gut passen. Und hin und wieder dauert es beim Komponieren auch lang und dann ist das Stück aber eher für die Rundablage. Ich glaube, du weißt, was gemeint ist, gell? Und da ist dann, wie lange lernen wir so ein Stück? Okay, das habe ich beantwortet. Alle Achtung, wie lange brauchst du, bis es so flutscht? Du meinst wahrscheinlich die Geläufigkeit in den Fingern. Ich glaube, man tut sich da leichter, wenn man jeden Tag ein bisschen was tut. Gell? Wenn man jeden Tag ein bisschen was tut, ein paar Minuten, dann bleibt man geläufig. Und was du aber auch brauchst, die richtige Fingertechnik. Das ist das Umschalten. Du kannst nicht mit dem ersten Gang auf die Autobahn fahren oder mit einem Vorrad auf die Autobahn fahren. Du brauchst einfach einen Gang, der was zur Autobahn passt. Gell? Damit du mit dem Verkehr mithalten kannst. Und da empfehle ich dir zwei Techniken, die sind bei uns auch im Mitgliederbereich beschrieben. Die Technik der unendlichen Geschwindigkeit ist sehr wertvoll, funktioniert sofort. Man kann irrsinnig schnell Stellen beschleunigen damit. Und Technik der rhythmischen Variation. Grundvoraussetzung ist, dass du aber vorher die Griffe von einem Stück einwandfrei gelernt hast. Und falls du noch nicht Mitglied bist der Quetschen Academy, hol dir das Buch, schau. Das kostet jetzt gerade am Anfang nur 17 Euro. Sicher steirische Spielen. Und da ist es sogar schriftlich beschrieben auch. Im Teil 2 Spieltechnik, viertens Techniken zur Verbesserung der Fingerfertigkeit. Da ist Technik der unendlichen Geschwindigkeit A beschrieben drinnen. Ja, zahlt sich auf jeden Fall aus. Quetschen.academy/sicher-steirische Spielen. Sicher, also jetzt habe ich ein Minus vergessen. Quetschen.academy/sicher-steirische-spielen. Da kannst du dir das Buch holen. Großer Tipp. Da ist wirklich nichts verhaut, das bringt die garantiert weiter. Ich würde sagen, wenn ich das vor vielen Jahren schon gehabt hätte, das Wissen, wäre wahrscheinlich vor vielen Jahren schon an dem Punkt, wie ich jetzt spielen kann. Wir sind vom Grodner da. Weißt du was, da lassen wir zumindest den Refrain aussehen. Von LS Gamer 1801. Ja, wir sind vom Grodner da. Karl Bichelbauer, auch schön, dass du da bist. Sehr schön, dass du da bist. Dann schreibt der Charlie Brainwave, würde gerne so spielen können, schon ein halbes Jahr Lernvideos, rechte Hand top, aber Basshand keine Chance und das, obwohl ich seit 15 Jahren Klarinette spiele. Charlie, ich weiß nicht, ob du mit unseren Lernvideos lernst, aber geh es bitte ganz langsam an, kleine Abschnitte und üb Bass, gell? Jeden Tag 5 Minuten, nur die linke Hand zu Beginn deiner Übungseinheit, dass du das gewohnt wirst, gell? Nicht überfordern mit einem ganzen Teil und gleich alles gleichzeitig probieren. Kleine Abschnitte, schau. Und so einen kleinen Abschnitt mehrmals hintereinander richtig wiederholen. Und wieder. In deinem Tempo, ganz langsam. Und dann später tust du solche kleinen Abschnitte aneinander rein und dann kommt ein Stückchen raus. In kleinen Schritten, gell? Das funktioniert garantiert, wenn du Klarinetten spielen kannst. Oder jeder, der was auf einer Computertastatur schreiben kann, kann Harmonika spielen. Nur kommt halt dann da kommt Musik raus. Das schafft jeder. Das ist keine Raketenwissenschaft, was wir da machen. Das ist das beste Instrument auf der Welt. Weil man so schnell, in so kurzer Zeit, einfache Lieder spielen kann. Schau noch, wir haben Leute dabei gehabt, die haben am Tag 1, wie sie angefangen haben, ein Stück mit beiden Händen spielen können. Ein durchschnittlicher Erfolg ist, innerhalb von 2 Wochen 4 einfache Stücke kennen, wenn man jeden Tag eine Viertel bis eine halbe Stunde übt. Das ist so ein durchschnittlicher Erfolg. Das ist, wenn man sich die Zeit nimmt, dann ist es zum Schaffen. Mega schreibt die Stefan, geile Nummer. Und ich habe auch schon oft gelesen, Böll, Kernöl. Ha? So, spielen wir noch Böll, Kernöl.
In 10 Minuten ist der Livestream zu Ende. Dort gerne nochmal rein kommentieren, welche Stücke vielleicht noch nicht gespielt worden sind und eure Lieblingsstücke sind. Es wird sich nicht jede Nummer ausgehen. Und ich habe auch gesagt, ich kann auch nicht jede Nummer spielen. Zum Beispiel bitte in Russischen, den kann ich leider nicht spielen. Bölböl Kernöl, die spiele ich auf jeden Fall gern. Von den Backerburm, so eine coole Nummer. Und dann wird es vielleicht sogar so ein Medley, weil ich da schon so viele Sachen lese. Unsere Tante Mitzi, ein Leben lang. Ja, Russischen, ich kann den Russischen nicht, das hilft nichts. Fällt mir schon dran. Wir mixen dann, guten Morgen, wir mixen dann ein Medley zusammen, okay? Wir machen dann ein Medley. Aber jetzt Bölböl Kernöl. Natürlich. Paradenummer von Lukas Strasser. Wir rennet noch der Schreim, Bölböl Kernöl. Das lass mal lieber bleiben, Bölböl Kernöl. Ich finde es cool, der Chat, der macht sich schon warm fürs Medley dann. Ja, das macht als Steirer Sinn. Wir rennet noch der Schreien, Bölböl Kernöl. Das lass mal lieber bleiben, Bölböl Kernöl. Wir sagen nicht Holz, wir sagen Holz, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Wir sind stolz auf unser Bölböl Kernöl. Wir rennet noch der Schreien, Bölböl Kernöl. Bölböl Kernöl. Das ist uns wurscht. Das war Bölböl Kernöl. Ich habe mich da jetzt ein paar Mal schein vergriffen. Ich habe nämlich gelesen, welche Musikwünsche das kommen sind und habe mich da schon ein bisschen gefürchtet. So, also, jetzt fangen wir an. Der Karl Bichler, der hat da nach dem Russischen als ersten Tag geschrieben, eventuell die Eisschützenpolka, die macht immer Spaß, diese zu spielen. Mit der Eisschützenpolka fange ich an und jetzt beginnt das Medley, jetzt könnt ihr reinschreiben. Was ich kenne, werde ich spielen und gerne noch reinschreiben, falls ich was überlese. Gell? Der Chat ist hiermit eröffnet, schussbereit. So, es geht los, Eisschützenpolka, dann kommt unsere Tante Mitzi. Schauen wir, ein Leben lang, schauen wir, was sie da, ein Leben lang. Schauen wir, was sie da ausgeht, Luki. Ich kann das ganze Stück nicht spielen, ich tue ein bisschen improvisieren. Also, Eisschützenpolka. Sie gibt uns ihr Bestes. Das ist ihr Geld. So, jetzt kommt ihr uns
Traum. Dann kommt Guten Morgen. Und nach Guten Morgen kommt, glaube ich, das Vormittag. Für den Lukas Strasser. Da habe ich die kennengelernt auf der Musikmesse in Ried. Aber die ist frei, aber die ist frei. Lydia, das kann ich leider nicht. Markus Diefgraber, der Paul und sein Gaul. Ich weiß, was du singen willst, Markus. So, und die Barbara wünscht dir das Burschenfest. Aber weißt du, ich halt, das müssen wir Reitier verspülen. Weil jetzt, es ist jetzt zweimal gewünscht worden, dann könnt ihr da im dritten Teil auch spielen. Endlich ein Walzer. Dankeschön. Mit roten Rosen. So ab und zu einmal. Sag Dankeschön. Mit roten Rosen. Du wirst schon sehen. Du wirst verstehen. Böhmische Liebe, ja. Ich tue nur ein wenig scrollen nebenbei. Nochmal. Jetzt habe ich da Hans bleibt da. Hans bleibt da. Hans bleibt da. Du weißt ja nicht, es wieder wird. Patrick Norisch. So, ich spiele den Boss weiter, ich muss da ein bisschen scrollen nebenbei und ein Stück darf ich mir ja auch selbst wünschen. Das spiele ich jetzt. Für den Richie habe ich am Anfang versprochen. Schau mal, wer das kennt, kommentiert es gern eine in den Chat. Na, warte, wie fangst du schnell an? Jetzt. Ich fange mit dem zweiten Teil an. Der zweite Teil ist so ovalig, okay? Bereit?
kleines Stück leer, oder? Hey, jawohl, so. Wir bleiben im Medley drinnen. Ich muss gerade ein bisschen scrollen. Okay, halber 7 war da Umschau gewünscht. Was sagt der Karl Bichmann? Was steht da drum am Almarer? Oh, du, heute hat's mir erfordert. So, aber ich tue schon Minuten überziehen. In 5 Minuten ist aus, okay? Die letzten Stücke. Halber 7, gehen wir lang nicht heim, vor halber 7. Wir gingen nicht heim, wir gingen heut nicht heim, vor halber 7. Eine gute Mischung. Marsch der Steirer. Da tue ich ein bisschen improvisieren. Ich mag die, ich hab die so gern. Jetzt kenn ich das nächste Stück, kenn ich wieder. Ei, 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 heut's auf 4, 3. Bringt man noch ein Bier, ich bitte auf die Knie. Ei, 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 ei. Heut's auf 4, 3, lasst mich nicht im Stich, mit auf der Durst, fürchtet dich vor der Scham. Steirer Mensch, das wäre gut für Hollywood. Christine, ich kenne ein Stückchen, das was noch Herrn Pixner klingt. Wien bleibt Wien.
Ein Prosit, der gemütlich rennet nach der Schrein bei Willkernel. Lass mal lieber bleiben bei Willkernel. Wir sagen nicht Holz, wir sagen Holz, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Wir sind stolz auf unser Willkernel. Wir rennen nach der Schrein bei Willkernel. Lass mal lieber bleiben bei Willkernel. Wir sagen und ich glaube, der erste Musikwunsch des Tages war heute vom Raphael. Servus Matthias Böhm, schön, dass du dabei bist. Haberfeldtreiber, das kenne ich leider nicht. Hast recht, Hubert. Jetzt singe ich euch genau den inoffiziellen Text vor. Wir saufen bis wir blitzen an der Hallenradio. Holradio, Holreit du je. Heute saufen wir bis wir blitzen, hoch die Hände in die Höhe. Okay, Zirkus Renz. So, aus ist jetzt. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart, liebe Quetschenfreunde. Jetzt habe ich fast eine Stunde, 10, noch nicht ganz, eine Stunde, 7 Minuten habe ich so ziemlich durchgespielt, gar nicht so viel dazwischen geredet. Ich zeige es nochmal in die Kamera, wer es noch nicht hat, holt es euch. Ich würde sagen, vielleicht schreibt es kurz rein in den Chat, die was schon haben, was ihr davon mitnehmen könnt, wie das Buch auf euch sich auswirkt. Ich glaube, es ist eine sehr wertvolle Sache. Jetzt kann man es gerade noch für 17 Euro holen, statt 29,90 Euro. Sicher steirische Spielen heißt das Buch von der Unsicherheit zur Beständigkeit. Und wir haben das Buch geschrieben in unserem Quetschen Academy Lehrerteam. 135 Jahre an Erfahrung haben wir mittlerweile zusammengesammelt und die haben in das Buch hineingepackt. Da gibt es kein vergleichbares Buch, wie das ist. Hätte ich am liebsten vor vielen Jahren selber gern gehabt. Richtiges Üben ist Teil 1, Teil 2, da geht es um die Spieltechnik, Techniken zur Verbesserung der Fingerfertigkeit, das Passspielen meistern, was noch zu richtiges Üben gehört, wie man Fehler nachhaltig rausbringt aus den Stücken, Techniken und Tipps zur Verbesserung von Spielsicherheit und Selbstvertrauen, sehr wichtig. Und der dritte Teil, vielleicht kennst du das, wenn die auch zwischendurch die Luft ausgeht beim Spielen im Balk, das muss nicht passieren, man kann vorausschauend fahren. Vielleicht habt ihr gesehen, wie oft ist mir halt die Luft ausgegangen und ich habe müssen aufhören zum Spülen. Eigentlich nie, weil es gibt da Techniken, die kann jeder anwenden. Deswegen haben wir den dritten Teil und der ist sehr wichtig, die Luft bändigen. So schaut das Inhaltsverzeichnis aus. Ich habe mir selber Markierungen gemacht. Das kann man bei einem E-Book sehr praktisch nämlich machen, damit man das später dann auch wieder anfindet. So, in dem Fall schöne Grüße schicke in die weite Welt aus der Quetschenzentrale in Graz. Dankeschön, dass ihr heute mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, vielleicht mögt ihr noch ein Like geben auf das Video. Das freut uns immer wieder sehr, dass ihr das mit hinaustragt. Die steirische Harmonika, dass wir das auf der ganzen Welt verbreiten können. Ist immer wieder schön, wenn ihr euch trifft. Ich freue mich schon auf die nächste Veranstaltung. Wir haben am 19. November, glaube ich, da einen Schülernachmittag bei uns in der Quetschenzentrale. Ich weiß nicht, ob und wie wir das jetzt schon auf Social Media kommuniziert haben. Das ist nur mal als Vorab-Info, da kann man uns auf jeden Fall sehen, aber eine Anmeldung ist erforderlich. Schreibt es uns gerne an auf Social Media, wenn das interessant ist für euch. Und in dem Fall sage ich, pfiat euch,
und bis bald. Ich studiere jetzt noch, was wäre ein schönes Abschlussstück. Was wäre ein schönes Abschlussstück? Bitte alle liken. Ja, Matthias Böhm, ich liebe dich. Dankeschön, Dankeschön. So, genau, liken, teilen, kann man alles machen. Weiter sagen, sich das Buch holen, durchlesen, profitieren. Kann man alles machen. Ich weiß nicht, was ich spiele. Schau, Rosi Polka. Ich spiele den Gamsjägermarsch. Den Gamsjägermarsch, den möchte ich spielen. Und den spiele ich so richtig gesetzt. Jetzt lassen wir mal die Kamera mal ein bisschen näher kommen. Ha? Ups. Nein, ich kann gerade mich nicht mit dem Stativ. Schau, so machen wir das. Kommen wir gleich. So, jetzt kommt gleich der Gamsjägermarsch, gell? Als Abschlussstück. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Jetzt ist der Text einkommentiert worden von Matthias. So lebe wohl, du wunderschönes Gamsgebirg. Wir schießen überall und treffen jedes Mal. Tschüss und bis bald. Dankeschön. So, jetzt machen wir zum Schluss noch einen richtigen Loop. Schau her. Warte mal. Jetzt machen wir einen Loop, das ist so quasi das Ewigbild. Schau, wenn ich reinschaue, dann seht ihr euch selber. Warte, wo ist der Chat hin? Das gehört einmal gemacht, schau. Haben wir überhaupt jemals schon so einen Loop gemacht? Ich drehe jetzt in Ton einer an. Das gehört einmal gemacht, schau. So, bin ich neugierig, was da YouTube jetzt macht. Haben wir überhaupt jemals schon so einen Loop gemacht? Ich drehe jetzt in Ton einer an. So, bin ich neugierig. So, der Loop hat angefangen. Geil. Du könnt jetzt mit mir zusammen singen. In die Berge gern und da freit sie mein Berg gern und da freit sie mein Gmiert. Hat eigentlich funktioniert, oder? Hat eigentlich funktioniert, oder? Der singt immer noch. Wenn es so gut weitergeht, dann hole ich auf noch die Posaune und spiele noch eine Stimme dazu auf. So. Wenn es so gut weitergeht, dann hole ich auf noch die Posaune und spiele noch eine Stimme dazu auf. So. Wenn es so gut weitergeht, dann ihr seht es selber, da sind noch immer 90 Leute dabei, die was das interessiert. Jetzt sind 85, und das verstehe ich. Also ich würde jetzt da ausschalten, wenn so ein Blödsinn kommt. Das verstehe ich. Also ich würde jetzt da ausschalten, wenn so ein Blödsinn kommt. Das verstehe ich. Also ich würde jetzt da ausschalten, wenn so ein Blödsinn kommt.
Ihr wisst, jetzt kommt jetzt nichts mehr Vernünftiges. Ihr wisst, jetzt kommt jetzt nichts mehr Vernünftiges. Was sagt der Chat? Der Chat sagt, ist das geil? Super. Was sagt der Chat? Der Chat sagt, ist das geil? Super. Was sagt der Chat? Der Chat sagt, ist das geil? Super. Nein, ich spiele noch eins. 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 Aus jetzt. Aus jetzt mit der Rückkoppelung. Ich spiele noch eins. Ich spiele ein Überraschungsstück noch. Vielleicht ist er jetzt auch noch da. Ein Stück von René Kogler, ich muss sagen. Das Kerl hat wahrscheinlich auch noch ein bisschen geübt. Und jetzt ist er wirklich, sage ich noch, auf Risiko. Das Stück heißt Quetschen Perfection und ist wirklich ein Traumstück für die Harmonika. Der René hat das Lernvideo dazu schon aufgenommen und wahrscheinlich wird es auch demnächst geben. Gell? Ich kann nicht den Zeitpunkt schon versprechen, aber was ich weiß, ist er schon im Studio gesessen und da kommt ein Bombenstickel und das heißt Quetschen Perfection. Ich schaue, ob ich das annähernd so spielen kann, aber es ist schon eine sehr herausfordernde Nummer, aber ganz eine tolle Nummer. Gell? Druckt's mir die Daumen. René, für dich. Das geht rein, das Stück vom René. Quetschen Perfection heißt das Stück. Ich freue mich dann auch schon wieder, wenn er selber das spielt. Er spielt das wirklich bombenmäßig. Super Komposition für ihn. Hat in dem Fall gut hingehauen, bin ich auch selber froh. Das war, glaube ich, meine Uraufführung, dass ich das einmal live gespielt habe. Habe ich natürlich ein bisschen üben müssen auch. So, der Jakob sagt, wir bleiben bis zum Schluss. Servus Thomas, schöne Grüße aus der Schweiz, sagt der Most in der Steirerbum, der Stefan. Vielen, vielen Dank. Posaune, mit der Posaune ein Stück, ja. Die Posaune bleibt heute im Auto. Hey. Matthias Böhm, Dankeschön, dass du heute dabei warst, freut mich sehr. Aus Straleck, dass immer wieder einige aus der Heimat auch dabei sind, lieber Markus. Vielen Dank, gell? Freust dich schon aufs Bett? Ich weiß nicht, ich kennt, ja? Na, ich freue mich nicht aufs Bett, aber ich werde jetzt einmal ausschalten
und was trinken. Gell? Macht es gut, danke nochmal und bis zum nächsten Mal. Dass ihr so lange durchgehalten habt, das ist wirklich ein Wahnsinn. Gell? Tschüss, Baba! Wo ist denn da jetzt der Ausschalter? BN